Goede Marius. Het is goed waarin jullie met te zijn. Dank voor zo schön met gezang leiden. Ja, dat is goed. Goed in jullie met te zijn en waar Gott zijn woord op te merken. Het thema waar ik me van der gewählt habe, als Abwachsen in Christus. En de twee vrouwen waar ik voor ons heb, is aufstudie ab te wachsen in Christus. En het laatste die niet kennen in Christus. So, de schrift waar ik me gewählt habe, is van 1. Petrus kapitel 2. Ik kan wel met mij de hand draaien. Ik wou bloß beste Versen even lezen. Eerste Petrus kapitel 2. So van de eerste vers, de rest wat de vierde vers door. So dan leicht nu alles Schlechte auf, sieht nicht hingerlastig, hechelt nicht und sieht nicht aufjanstig und habt keine Brüder. So ist niegeborene Kinder nur reine Mahl schrien, soll ihr ein Verlangen nur jässliche Nahrung haben. Dort ihr dadurch wachsen und teilnehmen. Wann ihr geschmeckt habt, dort der Herr Gott ist. Dann kommt nur an den lebenden Stein, der von Menschen verschmähten wird, der aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Und Lut von jenen, so es von lebenden Steinen in jässlichen Tempel gebaut worden, dort ihr ein heiliges Priester worden, durch Jesus Christus jässliche Opfer zu bringen und durch Gott ein Gefallen hat. So wie ich dann lesen. So diese Weg, bei in meiner Familie, auch in Susie ihrer Familie, werden in beiden Familien zwei kleine Mädchen geboren, oder in jeder Familie ein kleines Mädchen. Und nahm sich bloß so rum, dass ich auch von diesen Versen lesen da und von Kindern und von Abwachsen. Und das haben wir einen großen Sehen, ein neues Leben, das dort in seiner Familie zu haben. Und ich dachte auch an Grüße, als er auch im Himmel, wenn ein Kind Gottes hier nie geboren ist. In Johannes Kapitel 3, du redet Jesus zu Nikodemus und der sagt zu ihm, dort, wenn ein Mensch nicht wie ihr schwache geboren ist, kann er nicht im Reich Gottes nehmen. Und kriegt so aus mit der physischen Geburt, mit Kindern, das Kind hat nichts mehr zu tun, die konnte nichts mithalten. Und kriegt so erst auch mit ein Kind Gottes, wenn er schwache geboren ist. Gott, der tragt ihm, was er dort ansehen kann, dort ihm ein Radar fehlt, dort er sich ganz ab Jesus mit verluten für die Vergebung der Sünden. Aber dort ist der Anfang. Und von dort kann Gott durch anschaffen und uns ab ihrem Reitmerken zum Dienst in den sie recht. Johannes Kapitel 6, Vers 63 sagt, dort leben sie wie durch den Geist, dort Fleisch kann du nicht halten. Die wird, da ich zu jüngst rede, sind Geist und sein Leben. Aber was wird ein Kind, wenn er erst geboren ist? Wenn er noch so klein sind, wie sind die ohne ganz halblos, und die sind auch. Und einer mit alles halten. Aber aus den Wursten, wenn die Wursten tun, ein bisschen auf einmal, kann er die Dollar nicht zu sich selbst looten, aber die können Dollar unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Und wir als Eltern, wir wollen nicht alles geben, was die fehlen hat. Und du mit hoop wir auch, dass die wollen wursten. Und wir rechnen damit, dass, was die am 6 Monate sind, dass die dann wollen anfangen, vielleicht zu satten, anfangen ein bisschen beim Dash zu essen.
En wanneer je best alles anfangen an zu kriepen. En ram 1 Jahr dann, meeste fangen dann an zu gehen. Aber die erst 2 zijn dann, kann sich verken, reich mit einem strijden. Dat is allemaal interessant, was ik dat ram heb. En dat doen die ook. Die moeten leren, waar wie die kan komen, nee? En dat is ook met ons. En dat is schwierig, dat einer nog mal, wanneer terugkijken, dat einer Gott nicht als gehoorzaam was. Dat einer heeft niet gewusst, wat goed en wat slecht is. En einer is verken, en wij nee gaan, wo einer Kimmel soll ban sein. Aber Gott hat auch im Sinn, dass wir sollen wissen. Und das ist, was diese Versen hier sein tun. Petrus, der schreibt das Brief, nur griechische Christen, sind nicht nur jüdische Christen. Er ist nicht eine Deutsche geschrieben, aber das sei Apostel für die Zeit, die ging dann durch schwere Tiden, aber der will den Mut sprechen, dass die Wege im Wissen bleiben sollen. Der wird sehr geplagt, persecuted. So ganz am Anfang, zu Moses seine Zeit, an der Gott all sein Volk sich auswählen, sich apart sagen, dass sollen herrlich sein. In 3. Mose 19, Vers 1 und 2, sagte, der Herr redet mit Moses und sagt, red mit der ganzen Versammlung von Israel und sagt an, je sollen herrlich sein, wie ich, der Herr, jen Gott, herrlich sie. So dann roept hij Menschen, dat die sollen apart gesagt worden, dat die sollen vor ihm leben. Und der heeft hij dort gesagt, dat hier geboten, dat die dort soll nu fallen. Und dort werden die bald an, dat die dort nicht genug zijn. Aber door all hat Gott im Sinn, sein zu scheiden, uns zu raten. Und ganz von dem Gordon aus Armen einfach dort die erste Sinn deuten. Hij hat uns nicht allein gelassen, und in Ruhe, dass wir nicht weiten, wo wir können herrlich leben. Vielleicht, dass wir unsere Kinder auch nicht ganz Tag lassen haben. Dort, wo der jankert, der mal trag gewesen. Aber hij hat noch nicht frei mit seinen Worten, mit den Tieren geboten. Hij will uns die ganze geistliche Nahrung offenbaren, und das hoffe ich auch. Und Jesus selbst ist dort persönlich. In Johannes Kapitel 1, du sagt uns dort kriegt, dass er vom Anfang dass er dort wird. Und Jesus selbst, der sieht auch, wo nötig das Wort wird. Was er versagt wird in Matthäus Kapitel 4, du seht er zu tun, was er am Probe zu versiegen. Jesus überantwortet. Dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der lebt nicht bloß von Brot, aber von allem wird, der Gott geredet hat. Wir als Menschen, wir sind beide physisch oder körperlich, aber wir sind auch geistlich. Wir haben alle beide. Und kriegt es unsere körperliche Nahrung, dass wir alle Tag zu essen haben und dort fehlt uns, kriegt es nötig als uns die geistliche Nahrung. Und die geistliche Nahrung als Krieg, die wird von dem Müll Gottes kommen. Und die rechte Nahrung für uns Körper, wenn wir ein paar Tage nicht wollen essen, unser Körper wird schwach. Und wenn irgendwer mal gefasst hat, aber der zweite Tag oder der dritte Tag für mich, das ist unser ganzer Verstand ist ganz unklar, und da kann ich nochmal nicht recht denken. Aber wir geben Ferken unsere geistliche Nahrung nicht so hoch, wir sind nicht so hoch an als unsere physische Nahrung.
Aber das ist krank so nötig, dass wir abgebiet worden, dass wir so wie hier im Sinne haben es hochkommen. Und wir sind immer gesehen, wenn wir mit Gott seine Menschen top sind, wenn wir sehen Wort hören. Gott sein Wort, in was steht in der Schrift, der redet von, dass Gott sein Wort malt ist. Das ist in 1. Petrus 2, Vers 2, das wir lesen. Das ist Fleisch, das ist starke Kost, das ist in 1. Korinther 3, Vers 2. Auch Brot. In 3. Mose 8, Vers 3. Und in Psalm 119, Vers 103, du sagst es steht, wo seid sind doch deine Wied? Deine Wied sind für mein Mühl, Seite aus Honig. Der Prophet Jeremia, der schreibt in dem 15. Kapitel, das 18. Vers, du juist mir deine Wied, und ich uit dich ab. Dein Wort juist mir Fried bei Deub im Hort. Ich werde in deine Namen geraubt, Herr Gott, der alles regiert. So der Schrift ja von uns mehrere Beispiele, wo nötig sein Wort ist für uns. Und wenn wir wussten, den Ton nehmen will, damit wir durch beim bleiben. Der Schreiber zu den Hebräer, der hat auch von dort Wort geredet aus Malch. Und in was steht, redet von Malch aus, wenn das ein gutes Ding ist. Aber in der Untersteht, du redest auch von Malch, nicht dass es schlecht ist, aber dass er nicht so wie Malch blieben. Kriegst du ein Kind nicht wie Malch blieb, so soll wir auch abwachsen in Christus. Die Dinge, wo uns dann vielleicht dann geprägt haben, als wir Grüß zu Jesus kamen, was er uns Grüß raten hat. Ich habe ihn verlangt, dass wir nicht mit derselben Dinge geprägt sind, 5 Jahre hängen dort. Wenn er ist mit 5 Jahren hat mit Jesus top gegangen, oder 10 Jahre, er will die Dinge Sachen jetzt Luden aufholen von uns. So in Hebräer 5, Vers 11, durch 14, da sagt er, wir haben viel über das zu sagen. Aber das ist nicht so leicht klar zu machen, wie es hier so schwer lernen. Je soll nie als Lehrer sein, aber je brücken nicht nach, dass jemand wahrer wer den Anfang von Gott sein Reden erklärt. Niemand nach Malch gegeben worden und noch nicht stark gekast. Wer von Malch leben mag, ist noch ein junges Kind und versteht das Wort von der Gerechtigkeit noch nicht. Aber stark gekast ist für ausgewaschene Menschen, die sich durch einen geäuft haben, zwischen Gut und Schlechtes zu unterscheiden. 1. Korinther 3, Vers 1 und 2 redet, sagt es dort von dasselbe Ding. Er sagt, liebe Brüder, er könnte nicht so reden aus den geistlichen Menschen, aber aus der fleischlichen, aus der anmännlichen Kinder, oder Infants, würde er auf Englisch sagen. Anmännliche Kinder in Christus. Ich gebe ihnen Milch zu trinken und nicht starke Kost. Die wir noch nicht reut dafür. Und die können dort noch nicht verdrehen. So, das sind die zwei Beispiele, wo vielleicht jeden Milch sind. Nicht ganz jeden, aber da haben Verlangen, dass wir wissen. Aber in der Vers, wo wir erst lesen würden, du sagst, dass wir sollen eine Milch schrien. Wir sollen wirklich ein Verlangen haben, eine geistliche Nahrung. Und das ist so gut für mich zu sein, was von der Hunger hier ist, nach Gott sein Wort. So viele Menschen aus hier in den Sinn herankommen, und Gott sein Wort annehmen. Und ich sehe doch in den Lebens von Menschen, dass die wirklich ein Verlangen haben, die Kinder abzutragen. Dass sie würden Jesus nur folgen. Dass sie immer heiliger worden tun. Nicht, dass wir ohne Sinn sind. Und wir wollen hier ab das jeder keinmal sein, aber Jesus ist der Schaf von uns. Und das merkt mich so viel Mut dran zu kicken und mit Brüdern zu reden. Und ich kann dort sagen, dass
Brüder reden zu mir davon und sagen, oh, mit diesem sind wir 5 oder 10 Jahre so sehr geprägt. Ich dachte, kein Mal direkt kann von loskommen. Ich kann einen Bruder von, ich glaube, rund 14 Jahre alt, schmiegt er immer. Und der wollte so hören von, dann wollte er nicht hören von los, aber ab einer Zeit dann wollte er von los und er dachte, das wird nicht wahr. Und nu laat ze einmal früher den, wie lange es nu al gewas wird. Und er sagt, die können het voets nicht mehr besagen, wie lange es gewas wird. Aber die ist mal ein Stück denkt, dann sagt er, wird über 7 Jahre gewas. Da wir bis so einen großen Sehen dort hier. Und los auch kurz eine Geschichte, wird auch ein Beispiel von einem sein Leben. Und die werden in der Lieder haben sich ein bisschen gekauft. Und da wollen ich die Buben in Huis bauen. Und als sie das Land gekauft haben, werden ein Teil große Steine bauen. So erst müssen alle die großen Steine von drauf genommen. Und als diese großen Steine durch alle von den Hafen drauf werden, dann bleiben die noch was kleine Steine. Und mit den kleinen Steinen sehen die, dass die nach ein Stück länger, die wieder. Der große, der sagt, ist sehr schwer, aber der kleine werden, das gibt mehr Arbeit, die los. Was die dort ist frei haben, dann bleiben noch sehr kleine Steine über Gravel. Du kriegst so, wenn wir abwachsen in Christus, vielleicht fallen die großen Dinge erstlich auf. Aber Jesus, der schafft an uns alle Tag, was wir die kleine auch können losfahren und was wir in seinen Reckbahn sind. Wenn wir ab in starken Grund bauen, in Matthäus Kapitel 7 vertelt Jesus davon, dort wir sollen nicht bloß dabei bleiben, den sein Wort annehmen, den sein Wort hören, aber wir sollen dort auch üben. Das ist ein großer Part von jeder Tag im Salz fragen, wo kann ich Jesus von dir mal gehorchen? Und das ist ich lesen dort, dort wie immer mehr sollen weiten, was gut und schlecht ist. So in Matthäus Kapitel 7, 24. Vers, da sagt Jesus ist das. Wer meine Rede gehört hat, und das, was ich gesagt habe, also ist ein verständiger Mann, der sein Haus auf dem Steingrund baut. Und der Regen fällt, und das Wetter kommt, und der Wind bläst, und schlägt jeden das Haus, und das fällt auch nicht, weil es auf dem Stein gebaut wird. Und wer meine Rede hört und nicht das, was ich gesagt habe, ist als ein unverständiger Mann, der sein Haus auf dem Sand baut. Und als der Regen fällt und das Wetter kommt und der Wind bläst und jeden das Haus schlägt, fällt mit großer Krach und Taub. So wird ja wie Gott sein Wort nicht bloß annehmen, aber dadurch in einem sein Leben bringen. Ich glaube, dass es nötig ist, dass wir erstlich einmal ans Ziel ab Jesus haben, wo er leiden muss, wo er keinmal was alles getan hat. Er ist ans beste Exempel, was wir haben. Noch einmal in 1. Petrus Kapitel 1. Vers 13 fängt an und sagt, du wehen, merkt ihr heute frei von alles, was ihr hingern kann. Sieht im Denken klar, und recht ihr Hupning ab der Genudenguf, der ihr hier kriegen wollen, wenn Jesus Christus kommt. Dann gehorcht Gott nicht, weil ihr seine Kinder sind. Und lut ihn nicht wahr von dem Last Matriten. Woran je lebt in all, je besser wissen.
Aber so als die heilig ist, die jemand abgenommen hat, soll je ook in all jene Wege heilig zijn. En denk erom, wenn je den als Futter anbeten, der beim Rechten mal keine Unterschied mehr merken wird, und für jedem das Recht, das ihr da haben wird, dann beweist jene ihr Furcht vor arm, solange als je hier im Elend leben. Gott hat den Preis geteilt, ihn von der Dode Welt aufzuraten, da je von jene Verältern mit geerben haben. Und je weiten, dass wir nicht mit Silber oder Gold passiert, aber er betont dort für jene mit Christus sein Blut und Leben, durch Gottes Lohn. Und dort keine Sünde oder Eier schachtet wir. So hier redet er zu den Menschen, die Griechen, die Christen, und viele weiten, dass die Griechen zu der Zeit wären sehr gottlose Menschen. Die hatten viele Aufjäger. In der römischen Zeit wären so viele Aufjäger, die anbeten deuten. Und das ist, was er hier sagt, dass die von den Dingen sollen loskommen, losbleiben. Er hat den Preis geteilt, ihn von der Dode Welt aufzuraten, die von jenen Verältern mitgeerben haben. So die haben mit so Dingen, der Verältern haben wir mit so Dingen gepflegt. Und ich denke, was wir können tun, ist, zu gucken, das sind viele gute Dinge, die wir von unseren Verältern haben mitgeerben. Dort Gott sein Wort, wie der so hier geschrieben wird, dass er dort unsere Eltern, die haben einen festen Vertrauen auf Gott sein Wort. Wir haben viele gute Dinge mitgeerben, aber beste Dinge, ein Wort von einem sein Hintergrund als vielleicht nicht Fan war. Und das ist auch nötig, dass wir dann gucken, was haben wir mitgeerben, was von recht kleine Dinge. Wenn ich denke, recht was Kinder abtragen. Ein junger Vater, das ich dann wir, als Fertig nötig, dass einer bloß mit einem seine Kinder reden darf. Und Fertig, wenn er was Kleines tun, was vielleicht nicht sei Schulden darf, einer im Vater noch muss Euren an, und einer erst dann noch muss hart, wenn er nicht gut sein. Aber so eine kleine Dinge, also nötig, dass wir Geduld haben mit einem seine Kinder. Die Schrift sagt, dass wir nicht sagen, einem seine Kinder verzehr unterm Euer. Oder das ist bloß ein kleines Beispiel. Aber was ich das rausschaffen hat, in jeder Mensch sein Leben, das ist verschieden. Wir sind alle verschieden. Und wir sind alle mit was Dinge geprägt, wenn wir zu Jesus kommen. Er war uns von der Früh merken, weil verschiedene Dinge sind wir. Aber willst du von Kindern und von Abwurzeln reden? Ich dachte, wir würden vielleicht passend ein bisschen von Kindern zu reden. Hier sind viele junge Familien in das Leben, und hier sind auch viele, die auch an Kinder abgetragen, und das ist so ein großes Sehen, zu sehen, wie viele andere Leute hier sind, die ihre Kinder hier mitgebracht haben und die ein Verlangen haben, einmal da heilig zu werden und Gott nur zu folgen. Ein Ding, was mir befällt, als wo von der großen Verantwortung wir als Eltern haben. Ich wollte noch mal gesagt, hier noch mal, wenn einer seine Kinder eine christliche Schule schicken oder eine Sonntagsschule und so, was wir tun dann mit der Eugen, dort kann wir dann ein bisschen verschlafen. Das ist nicht so nötig, dass wir tun mit der von dort reden. Aber all ganz, was Gott zu den Israeliten reden dort, ich glaube, als Jeremia, mag vielleicht auch nicht sein, aber du sagst dort, zu den Eltern dort sollen, wo immer die hingehen sollen, die von der Schrift lesen, die sollen immer auf der Zunge sein, die sollen dort sogar um Stieren haben. Und dort sei wie von den Juden, von deren Tag, dass die
Dus dat je zat de tijd weer houden Bereich hier so eine kleine Dose, wo die Schriften bein houden. En dan neem dat op ihrem zwaar. Maar het is nötig, ik glaube, als Voeders besonders, met onze kinderen van de Schrift te vertalen, van Gott te vertalen, en dat ook te bewijzen dat Jezus in einem zijn leven schaffen deed. Wanneer er Fehler merkt, dat wil ik sagen, dat einer hat einen Fehler merkt, wo einer hat einen Fehler merkt, wo wir nicht haben Jezus in dit Part von uns Leben gehorcht. Onze kinderen, die fehlt dort von uns. Die Verantwortung als Erste auf uns als Eltern. Und das, was ich auch sehe, das soll so ein großen Segen sein, dass hier so viel Lied sein wird, der Kinder, auch in unserer Bibelstunde-Gruppe, dass die Kinder durch kein Mank sein, dass die kann horchen, wo wir reden doen von wo Jesus uns all in einem sein ganzes Leben geholfen hat. Und so hier von vielen mehr. Ich will bloß Mut sprechen, dabei zu bleiben, zu wachsen, tot zu nehmen. Und wenn die Welt nach uns kicken, dass er wirklich sein kann, hier ist was ohne mank uns, dass wir in Heiland nu fallen da, was uns Leu wiesen dat, was ein Verlangen haben, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir nicht bloß im körperlichen gesund sein, aber im geistlichen auch. Und das schafft Jesus alle in uns. Und in der Folge hier wird mir so viel Mut geben, als ich das lesen würde, erstmal ein sehr kurzer Brief über Judas Kapitel 1, wegen der ersten ein Kapitel. Der 24. und 25. Vers, der sagt, Gott über kann ihn bewahren, dass ihn nicht fallen. Und ihn ausschuldig in einen großen Frieden für sich stellen. Hei ist herrlich. Dem einzigen Gott, unserem Heiland, traf Herrlichkeit, Majestät, Kraft und Gewalt durch Jesus Christus, unseren Herrn, der alle Zeit und für immer. Amen. Wir noch beten. Vater, wir danken dir, dass du besorgt bist deine Kinder. Dass wir das ewige Leben haben durch Jesus, die ihnen sehen. Dass du uns alles gegeben hast, ein heiliges Leben zu leben. Dass wir nicht brücken am Anklagen sein, aber was gut und schlecht für uns ist. Und dass deinen Heiligen Geist gegeben ist, uns Helfer zu sein. Mögen wir so leben, dass die Namen verherrlicht wird und dass Menschen vielleicht durch uns Leben und uns Wandel nur die getragen werden. Ja, für uns Weisheit selbst in Christus abzuwachsen und unsere Kinder, im Reich unserer Großkinder, ein Leib abzutragen. In dienen sehen Jesus, in Namen beten wir. Amen.